Willst du noch etwas sagen? Hallo, willkommen zuerst mal zum YouTube-Video. Ich bin jetzt einfach schnell da am Anfang, weil der Vlog ist ein bisschen messier als gedacht. Aber es ist ein grosser Change, wo ich will behalten. Deswegen werde ich jetzt den Narrator übernehmen. So, let's get into it. Wir sind gestartet auf dem Weg zum Zug. Ich habe mir wirklich kurzfristig gesagt, hey, ich nehme das auf, das ist etwas Wichtiges. Das ist wirklich gerade bei Liechtenstein raus. Das war über 3,5 Stunden weg gewesen. Aber es hat sich so gelohnt, es sind so süße Kätzchen und wir haben von Anfang an gewusst, wir nehmen sie. Also das Erste, was wir gemacht haben, wo wir heimgekommen sind Pflanzen gecheckt. Jedenfalls, wir haben jetzt jede Pflanze angeschaut, weil wir haben sehr viele Pflanzen und welche das toxisch ist und welche nicht. Deswegen wir gehen jetzt schnell miteinander durch. Also, desto mehr, dass sie toxisch aussieht, wie zum Beispiel die, dann ist sie nicht. Die ist auch nicht. Die ist auch Aloe Vera. Die da ist ein schöner Schweizer Käsebaum. Ist leider toxisch, ja. Also, die da alle und auch die dort ist toxisch. Die sieht toxisch aus und ist nicht toxisch. Noch der Fliegenbaum, der sieht nicht toxisch aus, ist toxisch. Der hier sieht nicht toxisch aus, ist toxisch. Ich kann fast nicht mehr. Den haben wir schon gehabt, der ist toxisch. Also sind eigentlich basically alle toxisch. Ausser die Brüder dort hier. Wir haben uns jetzt entschieden, dass das Büro mal ein Ort wird, wo das Kätzchen nicht jedenfalls nicht, wenn es noch jung ist. Und dann als nächstes habe ich während der Ferien Sachen bestellt für das Kätzchen. Weil wir haben gewusst, wir haben einfach keine Zeit, wenn wir heimkommen, um das irgendwo sonst zu kaufen. Wir haben deswegen «Let me show you what I got». Wir sind jetzt gestern zurückgekommen von der Ferien, deswegen vielleicht der Unterschied in Haar- und Hautfarbe. Also es ist ein Teil von der Sache an, deswegen let's unpack the first package. Das ist ein Kratzmädchen. Nachher kommt mein Vater und er bringt einen Katzenbaum und ein Transportkistchen, weil das ist noch von meiner Katze, vom Gipfeli, wo ich vor ein paar Jahren hatte. Das ist ein Katzen-Tanzsitzplatz, weil sie noch nicht raus dürfen die ersten paar Monate. Das Gipfel war von einem Bauernhof und durch das ist es dann in meiner Wohnung halt unterfordert gewesen. Es war eine Liebe, aber es hat einfach brutal viel Energie gehabt. Und es war auch nicht fair in einer Wohnung. Und dann habe ich sie meinem Vater gegeben. Er wohnt im Land draussen, weisst. Die hat sie dann raus und haben alles seich gemacht. Aber nach etwa einem halben Jahr, also wo sie über 1 war, knapp, ist sie überfahren worden. Von der Bulle! Der Bulle! Nach dem 3 plötzlich so Ding-Dong! Die Bulle so dort, so mit der toten Katze, die ist im Strassenland gelegen. So blau. Nie kommen jetzt nach dem 3. Und wer fährt bei dieser Strasse, was dort gehabt hat? Niemand. Wirklich niemand. Jemals. Ausser die Bulle. Weil es dort in der Nähe so ein Spot gab, wo früher Leute so... Ah nein, etwas, was ich schon gemacht habe, I'm sorry. Das sind kleine Halsbänder. Voilà! Wunderbar! Das ist fürs Zimmer, für Pflanzen drauf tun. Also, ich habe ja erzählt, dass recht viele Pflanzen von uns giftig sind fürs Kätzchen. Deswegen haben wir jetzt so ein Gestell bestellt, wo so extra für Pflanzen draufstehen. Das haben wir dann auch aufgestellt, was ich nicht gefilmt habe, weil es recht anstrengend war, recht kurzfristig auch erst angekommen. Das ist dann hinten im Büro. Ich kann das auch noch kurz jetzt schnell einblenden, wie das aussieht. Das sind einfach die giftigen Pflanzen da drauf. Ich finde es mega cute, ganz ehrlich. Jetzt ist es wie so ein kleiner Regenwald, irgendwie für mich. Dann am morgen früh, wirklich um 6 Uhr, ist es losgegangen. Wir haben das Auto genommen von meiner Freundin und sind raus. Mit dem Auto ist es zum Glück nur 1 Stunde 10. Also, das war cool. Wir sind es abholen gegangen. Und auch auf der ganzen Fahrt heim, es war so anhänglich. Es hat so fest gemiaut. Ich musste wirklich aufpassen, wie ich bin gefahren, dass ich auf die Straße schaue und nicht über. Weil es hat mir zuschauen während dem Autofahren und halt auch ein bisschen rausschauen. Und dann ab und zu habe ich einfach sein Händchen gehabt, so durch das Gitter durch, weil es hat es immer rausgestreckt. Es war recht schüch anfangs, aber es ist eigentlich noch recht schnell rausgekommen. Es ist aber bis heute, heute, wir haben es gestern geholt, es ist immer noch ein Schisshals. Also musst alles mit dem machen zusammen. Weil sonst ist es so «Mau» und dann rennt es weg. Und auch laute Töne ist mega tonsensibel, aber das kommt dann mit der Zeit, denke ich. Sie ist eine gerettete Katze. Also wir haben sie gefunden über so ein Forum, weil ich finde, es gibt genug Katzen, die es daheim brauchen. Wir haben eigentlich gar nicht unbedingt für eine Junge gesucht. Uns wäre es eigentlich egal gewesen. Aber wir haben sie gesehen und es hat wirklich so geklickt und wir so «Okay, die wollen wir». Sie ist mit ihren Geschwistern gerettet worden. Das genaue Details habe ich nicht ganz gecheckt, to be honest, was sie uns erzählt hat.
Aber ja, es ist jedenfalls eine aus dem Tierschutzverein. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sie vielleicht auch jetzt noch mehr auf uns bezogen macht. Nämlich, sie hat so keine Mami gehabt, wahrscheinlich schon seit sehr früh, nur ihre Geschwister. Und jetzt sind wir halt ihre Mamis, deswegen es ist sehr auf uns bezogen. Ich frage sie mal, ob sie kurz will Hallo sagen kann. Sugus, das ist Sugus. Welcome to the family. Und ich lasse jetzt wieder spielen gehen. Willst du noch etwas sagen? Okay.